Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play The Last of Us Remastered Left Behind auf Pelzig. Wir fangen mal das mal an, wie ich schon bei The Last of Us versprochen habe, dass ich mich nach der Hauptkampagne jetzt mit Left Behind beschäftigen werde. Einfach nochmal, um einen Abschluss mit der The Last of Us Thematik zu finden und auch um euch zu zeigen, was in der Kampagne alles möglich ist. Ihr könnt sie hier auch lesen, die Nebenstory, die während der Ereignisse von The Last of Us stattfindet. Und ja, es spoilert halt auch ein bisschen, wenn man die Hauptstory vorher nicht gespielt hat. Ich werde es auch nach wie vor so lassen, dass das ganze Let's Play wieder auf Pelzig sein wird. Und wenn ihr Probleme haben sollten mit meiner Art, also vom Dialekt her, wenn ihr das nicht verstehen sollten, posten es einfach in die Kommentare, geben mir Bescheid, hey Yankee, halt die Gosch, mach mal ein bisschen langsamer, damit man dich auch verstehen kann, dann ist das absolut kein Problem. Gut, dann fangen wir doch mal an und machen ein neues Spiel. Jo, komm. Aber eigentlich brauche ich es nicht. Ich habe ja gerade die Hauptkampagne fertig gemacht. Von daher kann ich genauso gut auch ohne Tutorial-Tipps machen. Und ich jetzt sage, ich mache wieder auf leicht. Wie gesagt, ich muss das jetzt in dem erbarmungslosen Modus durchpetzen, wo ich über keinen Lauschmodus verfüge und weiß der Teufel was. Das machen wir jetzt erstmal auf leicht. Dann kann man nämlich auch sehen, wie die Ellie in der Zeit sich einige Überlebensskill geeignet hat, die sie dann in der Hauptkampagne im Winter gezeigt hat. Dann fangen wir mal an mit dem Ganzen. Und lassen uns überraschen, was da Wunderbares kommt, weil es ist, wie gesagt, nicht nur die Ereignisse, die zwischen Herbst und Winter stattfinden, sondern auch viel aus der Ellie ihrer Zeit, bevor sie gebissen worden ist, bis zu dem unmittelbaren Moment, wo sie gebissen worden ist. Aber für alle, die es noch nicht kennen, mag ich jetzt auch nicht zu sehr spoilern. Und ich will einfach nur das Spiel jetzt schön anfangen für euch, damit wir auch mal einen richtig guten Abschluss zu der ganzen Thematik von The Last of Us kriegen. Nicht nur ich muss mich davor wahrscheinlich verabschieden, sondern ihr wohl auch, nachdem wir die gigantische Hauptkampagne gemacht haben. Und jetzt halte ich mal erst die Gosch. Sind das Fireflies? Deckung! Oh. Was sind das für Typen? Schlag! Bleibt sofort stehen! Joel! Leg den Arm um mich! Ich glaube, hier sind wir sicher. Joel? Joel! Scheiße. Joel, hier. Ah. Steh auf, steh auf. Sag mir, was ich tun soll. Komm schon. Jetzt steh schon auf. Joel! Ihr erinnert euch sicher noch an die Videosequenz aus meinem Let's Play zu der Hauptstory. Aber das ist jetzt was Neues. Riley? Au, voll auf die Hüfte. Was soll das? Ich dachte, ich werde gebissen. Ich weiß. Das war echt witzig. Du bringst mich jetzt nicht um, oder? Ich habe dich lang nicht gesehen. Ich weiß nicht mal, wie lange. 45 Tage? Ja. 46 eigentlich. Willst du wissen, wo ich so war? Die ganze Zeit über dachte ich, du wärst tot. Ja. Hier. Schau mal. Das gibt's nicht. Immer noch allein hier? Ich musste 3 Jahre unter Liz schlafen und du weißt, sie riecht verdammt übel. Du bist ein Firefly. Du hast das immer noch. Was machst du da? Ich will nicht mit einem Firefly im Zimmer erwischt werden. Ganz ruhig. Da sind weit und breit keine Soldaten. Hier,
Glückwunsch. Hey. Ist alles gut? Ob alles gut ist? Ich bin verschwunden und du bist sauer. Tja. Und ich schulde dir eine Erklärung. Lass uns abhauen und ich erzähl dir alles. Es ist fast morgen und ich habe Kampftraining. Du weißt schon, wir lernen Fireflies zu töten. Zieh das an und lass uns gehen. Ich bin so dumm. Na komm schon. Sind wir schon mal in Schwierigkeiten geraten? Mist. Komm schon, na los. Scheiße. Ah, nein, gleich. Okay, ich dreh dich auf die Seite. Oh nein. Callas ist auch wieder dabei. Ja, wie gesagt, sie hat ihn jetzt wohl in so eine Mall geschleppt. Und dort zumindest mit so Ich bin bald zurück. einem primitiven Druckverband Versprochen. am Leben erhalten. Und jetzt geht's drum, der Joel zu heilen. Und zeitgleich haben wir halt auch noch die Erinnerungen von der Ellie an ihre Zeit früher mit der Riley, die gerade wieder zurückgekommen ist und Firefly-Woche ist. Das wäre geschafft. Ja, der Joel ist gesichert. Da kommt erstmal keiner durch. Beziehungsweise die Leute gehen ja da auch nicht gezielt rein. Aber der Winter ist schon da, wie ihr sehen kennt. Überall ist Schnee. Und das hat sich ja am Ende von der Uni von Colorado schon angedeutet. Ich habe das schon lange nicht mehr gespielt, muss ich sagen. Das ist eigentlich fast, als würde ich es nochmal zum ersten Mal spielen. Deswegen glaube ich, kann ich mal hier viel Zeit nehmen und auch nochmal hier die ganze Gegend nochmal schön auskundschaften und alles. Und ich glaube zwar nicht, dass ich da jetzt speziell hier muss, aber wollte mal einfach mal angucken, was es hier gibt. Als Satzseher an der kaputte, verfallene Architektur kann ich mich dann irgendwie auch nicht. Colorado Mountain Plaza. Oh, alles klar. Ja. Dann würde ich sagen, wir müssen auf jeden Fall mal in der Mall gucken, ob wir was für den Joel finden, damit wir dann wieder einigermaßen auf die Bag kriegen. Aber, ja, die Statue da, die gucken wir uns jetzt auch noch an. So. Zwar nicht die Elfe-Dritscher, aber auch nicht schlecht. Dann gucken wir uns. Na, hier drüber ist auch nichts mehr. Okay, da lohnt sich das Glotze auch nicht. Ne, wäre auch zu schwer gewesen, wenn wir jetzt hier schon irgendwelche Bastelkram gefunden hätten. Apropos Bastelkram. Ah ja, okay, die Ellie kann auch dasselbe, was sie in der Hauptkampagne erstellen kann. Okay, da waren wir. Dann die Sache Abmarsch noch over. Lampe mal rausmachen. Man weiß ja nie, ob jetzt irgendwelche Menschen oder Infizierte kommen. Wobei die Infizierte reagieren ja hier auch nach wie vor nicht auf Licht. Das sind ja nur die Menschen. In der Uni von Colorado habt ihr das ja auch gesehen. Da war ich teilweise so dappig, dass ich die Taschenlampe einfach auch gelost habe. Und natürlich haben mich die Menschen dann sofort bemerkt. Okay. Ah, es klickert irgendwo. Und da haben wir noch ein... Was ist denn das? Ein Bogenschütze? Ah jo. Da das Fenster ist auf, kannst rausschießen, Kerl. Macht nichts mehr. Geraldines. Und da... American? American was? Ah, American Princess. Ja, super. Da finden wir doch sicher alles von der Joel, was wir brauchen. Weston Apotheke. Das klingt doch gut. Ja, klingt besser als American Princess. Aber, da liegt mein guter Backstell. Auf den kann ich natürlich nicht verzichten. Und bevor wir da reingehen, ihr liebe Leute, muss ich mich für hier leider schon verabschieden. Und die Sache an der Stelle mache ich einen Cut. Und es freut mich tierisch, dass ich
The Last of Us Left Behind für euch spielen kann, weil 2013 beim Originaltitel für die PS3 war das noch ein downloadable Content. Und da hat man wirklich noch das Zeug sich runterladen oder extra kaufen müssen. Und bei The Last of Us Remastered für die PS4 haben sie das jetzt glücklicherweise schon auf die CD draufgepackt, sodass ich das einfach so jetzt für euch weiterspielen kann. Und das freut mich auch gewaltig. Also es ist nach wie vor ein Teil von The Last of Us Remastered, was auf dasselbe DVD drauf ist. Beziehungsweise CD oder Blu-ray oder was auch immer das gemacht ist. Ich glaube, es sind DVDs, egal. Auf jeden Fall ist es nach wie vor im Angebot von The Last of Us Remaster dabei, was mich natürlich besonders freut, euch das dann so präsentieren zu dürfen. Also, ihr liebe Leute, beim nächsten Teil gehen wir hier in die Pharmazie des Grauens und gucken mal, was uns so drin erwartet. Bis dahin, machen's gut, ich wünsche euch was. Euer Yankee.